Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Heute prozessiert eine empfindliche Dame der Gaisbacher Gesellschaft gegen einen gewissenhaften Rechtsfanatiker und Winkeladvokaten. Wo viel Licht, da viel Schatten. Und so vornehm kann in Gaisbach eine Dame gar nicht sein, dass sie gegen eine üble Nachrede unempfindlich bliebe. Dass ich solche Prozesse, bei denen es eigentlich um gar nichts geht, sonst nicht sehr schätze, das dürfte hinlänglich bekannt sein. Aber hier handelt es sich um eine Unverschämtheit von der Art, wie ich sie noch weniger mag. Also packen wir's. Denn Sie fühlen sich wirklich zu Recht beleidigt, gnädige Frau. Danke, Herr Amtsgerichtsrat. Ich fühle mich sehr beleidigt. Ja, also das steht einmal fest. Kommen Sie mal her, Angeklagter. Jawohl. Nun zu Ihrer Person. Sie heißen Maximilian Gamperl, sind vom Beruf Agent. Jawohl. Ja, was verstehen Sie denn darunter? Können Sie das ein bisschen näher umschreiben? Herr Pittchen, sehr gern. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, nicht wahr? Ich betreibe mehrere Agenturen und diverse Geschäfte vermittelnder Art. Ja, ich bringe Käufer und Verkäufer zusammen, erfülle den Wunsch zu mancher Witwe, sei es in der Anlage ihrer Kapitalien, nicht wahr? Oder in der Veränderung ihres Standes. Ich vermittle schüchternen Ökonomenstöchtern der näheren und ferneren Umgebung seriöse Partien etc. etc. Ja, ich beschaffe auf Verlangen Firmen und Taufpaten, Vormünder und Stiefväter, Stiefmütter und Söhne etc. etc. Kurz, ich helfe in allen Lebenslagen und berate meine Klienten in den diskretesten und verzweigtesten Situationen, was ja heutzutage jedem Mann und jeder Frau ganz gleich, ob alt oder jung, mal passieren kann, nicht wahr? Etc. Jawohl. Ja, Donnerwetter noch einmal. Geschwinder wäre es wahrscheinlich gegangen, wenn Sie uns gesagt hätten, was Sie nicht können, Sie Tausendsasser. Ja, aber äußerst korrekt. Und juristisch stets hieb- und stichfest. Sie haben ja gar nicht studiert, Sie sind ja gar kein Jurist. Sie erlauben, Herr Vorsitzender, dass ich widerspreche? Ja, ich habe selbstverständlich studiert. Aber nur für mich selber. Ich bin sozusagen ein Autodidakt. Ja, ein Selbststudierter. Und verfüge über ein universales advokatisches Wissen, das ich jedermann zu den konziliantesten Bedingungen zur Verfügung stelle. Man kann Sie also bestenfalls als Winkeladvokaten bezeichnen und Heiratsschmuser, nicht? Wie meinen? Sehr gut und drastisch formuliert, Herr Amtsgerichtsrat, ich stimme Ihnen zu. Vor allem ist Herr Gamperl nicht berechtigt, die Geschäfte eines Anwaltes zu betreiben. Ja. Dafür sind wir da. Aber ich bitte Sie, Herr Kollege... Es wäre sehr nett, wenn Sie jetzt den Herrn Kollegen da sprechen. Lesen, bitte, Herr Anwalt. Übelnachrede, Paragraph 186, obendrein durch ein Zeitungsinserat. Herr Gamperl, Sie nannten sich vorhin selbst ein juristisches Universalgenie. Ja, ist Ihnen denn nicht bekannt, dass auf öffentlich üble Nachrede eine Gefängnisstrafe von 3 Jahren erkannt werden kann? Ja, als Höchststrafe selbstverständlich. Und nur, wenn ich die behauptete Tatsache nicht beweisen kann. Ich kann aber dieselbe sehr wohl beweisen. Bitte schön, da schauen Sie her, Herr Vorsitzender. Ich habe da einige Exemplare meiner Beweisstücke mitgebracht. Was soll denn das? Oh, zu Hilfe! Ich falle in Ohnmacht! Wachtmeister, erste Hilfe da. Ich bitte den Herrn Vorsitzenden und den Herrn Advokaten von der Gegenpartei, mein Beweismaterial einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Was war's denn mit dem Flaschl da? Was ist denn drin in dem Glasl? Wanzen? Ja, die Tatsache, Herr Vorsitzender. Na, der Erfolg meines Inserats. Jawohl. Es sind nämlich die Nachkommen jener Lebewesen, welche vor 3 Jahren im Hause der Frau Klägerin vorhanden waren.
Ja, und wahrscheinlich noch vorhanden sind. Geht uns das weg, Herr Gamperl, aber sofort. Jawohl. Weiter weg, weiter weg. Pfui Teufel einmal. Also ihr wirklich gute Lust und brecht die Verhandlung ab. Das ist ja kein Wunder, wenn die gnädige Frau da in Ohnmacht fällt. Das geht schon wieder, gell? Das ist wirklich unangenehm. Entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau. Das ist eine neuerliche Beleidigung. Herr Amtsgerichtsrat, wir erkennen nämlich in diesem Fläschchen keinen Beweis. Gewiss, es mag sein, dass die Lebewesen da drinnen tatsächlich echte Wanzen sind. Möglich. Aber damit ist noch lange nicht gesagt, dass diese Wanzen aus dem Hause meiner Klientin herstammen. Herr Kollege, muss denn das sein? Können nicht wenigstens Sie auf diese unappetitliche Demonstration da verzichten? Warum? Selbst wenn im Hause meiner Klientin sich solche Lebewesen befänden, selbst dann dürfte es dem Angeklagten schwerfallen zu beweisen, dass diese Wanzen von der nämlichen Familie der Wanzen meiner Klientin herrühren. Herr Rechtsanwalt, ich muss schon bitten. Bitte, Herr Gamperl, können Sie uns jetzt sagen, wo Sie dieses Ungeziefer daher haben? Ja, der Erfolg meines Inserats im Geisbacher Tagblatt. Ihr Inserat, Ihr schandbares Inserat! Wie können Sie denn überhaupt ein derart unqualifizierbares Inserat in die hiesige Presse geben? Laut Absatz 3 meines Mietvertrags war ich doch dazu gezwungen. Er lautete, bei Auflösung des Mietvertrages hat der Mieter die Wohnung in dem gleichen Zustand zurückzugeben, wie er sie übernommen hat. Schauen Sie, Herr Vorsitzender, deshalb habe ich ja das Inserat aufgegeben. Ne? Behufsvertragsmäßiger Rückgabe meiner Wohnung suche ich einen größeren Posten, Wanzen käuflich zu erwerben. Recht. Also von einer Beleidigung kann doch da gar keine Rede sein. Glauben Sie mir's, Herr Vorsitzender, Wanzen sind für heutzutage gar nicht so leicht zu bekommen. Also in einem solchen Fall ist ein Zeitungsinserat das einzig Gegebene. Sie Schlaumeier, Sie, darauf antworte ich Ihnen später. Setzen Sie sich, Herr Gamperl. Jawohl. Diese Darstellung kann ich nicht gelten lassen. Durch das voll adressierte Inserat wurde üble Nachrede öffentlich verbreitet. Der Gesetzgeber sieht dafür eine wesentlich härtere Strafe vor. Sag die Wahrheit, sonst pack ich aus. Ich bitte ums Wort, Herr Vorsitzender. Sie sind ja lustig. Er bittet ums Wort, redet sowieso die ganze Zeit. Nix da. Wachtmeister, bitte den Zeugen Berlinger herein. Berlinger, jawohl. Diese Annonce hätte die hiesige Presse nie bringen dürfen. Haberkorn, haben Sie das heutige Tagblatt? Da geben Sie uns mal her, bitte. Jawohl, Herr Rat. Ich möchte einen Annoncenteil anschauen. Gutes Dankeschön. Die Presse und gewisse Kreise der Bürgerschaft halten ja wie Pech und Schwefel zusammen. So, und von uns verlangt man für die Logis in einer so verkommenen Wanzenburg 20 Mark Mietzins im Monat. Ich verbiete mir diese neuen Beleidigungen. In meinem Haus gibt es keine Wanzen. Okay, na was Sie nicht sagen. Ja, was sind denn dann das für Viecher, na? Sind das vielleicht Bienen oder Fliegen, ne? Lass dich nicht hinreißen, Thea, bitte. Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, Lass mich aussagen. Sie steht heute zum ersten Mal vor Ihrem Richter, meine Frau Gemahlin. Es ist mir wurscht. Recht muss Recht bleiben. Waren Wanzen drin, wenn wir Eizung sind, sollen auch wieder Wanzen drin sein, wenn wir ausziehen. Herr Gamperl, es gibt gewisse Verhaltens- und Redeweisen, die mich ungemein reizen. Gell? Ich empfehle Ihnen Vorsicht. Die Auslassungen Ihres Herrn Gemahls genügen mir vollkommen. Die Herrschaften haben genug Unfrieden in mein Haus gebracht. Treppe auf, Treppe ab, bis gegangen den ganzen Tag vor lauter Klienten und Kundschaften. Die allerverwegensten Gestalten darunter. Bauernmägd, Kurtreiber, Kehrwitziner. Was da schon mir reicht. Ist ja unerhört. Da hören Sie, Herr Kollege. Mr. Bries, Haberkorn. Herr Kollege, der Mann betreibt eine regelrechte Praxis dieser Winkeladvokat, ohne jede Befugnis. Und wie ich die Miete auf 30 Mark erhöhen will, hat er mir gekündigt und sich selber ein Haus baut. Ja, muss ich mir denn sowas gefallen Ja, lassen? sicher, gut, das hat er 10 Mark noch zu viel für so eine Tierzuchtanstalt. Der Richter, passen Sie auf. Doch, ich bin ein tierliebender Mensch. Jawohl, aber in meinem Bett habe ich so kleine Kanarienvogel nicht gern. Sie! Was merken Sie? Herr Rechtsanwalt, ja, muss ich mir denn sowas gefallen lassen? Herr Richter, ich bin eine schutzlose Witwe. Na ja, zu was haben Sie denn einen Anwalt? Den müssen Sie zahlen, der soll auch was für Sie tun. Ja, auf was warten Sie denn noch, meine Damen? Setzen Sie sich doch hin. Hä? Oh, Haberkorn, haben Sie Zeit dann wieder. Dankeschön. Bitte schön, Herr Rat. Herr Zeuge Berlinger Dominik, Zeitungsverleger und Buchdruckereibesitzer da hier. Danke. Grüß Gott, Herr Amtsgerichtsrat. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Herr Berlinger. soweit das meine verlegerische Diskretion erlaubt.
Sagen Sie mal, Herr Berlinger, lesen Sie eigentlich alles, was Sie da in Ihrer Zeitung drucken? Sicher. Sehr gewissenhaft sogar. Ich bin auch ein Journalist der alten Schule. Skandale sind mir verhasst, auch in der Politik. Okay. Auch diese peinliche Wanzenannonce da, die haben Sie genau angeschaut, genau angeschaut, ich möchte fast sagen, sorgfältig studiert? Auf das Gewissenhafteste, Herr Amtsgerichtsrat. Und ich habe sie nicht nur studiert, ich habe sie weitgehend redigiert und korrigiert und ihren Stil selbst mitformuliert. Ja. So. Ja. Ja, dann. Und dass das für die gnädige Frau allenfalls eine massive Beleidigung bedeuten könnte, das haben Sie bei Ihrem sorgfältigen Studium nicht etwa in Erwägung gezogen? Ne? Ich finde dieses Verhalten sehr merkwürdig. Der Herr Zeuge hat sich an dem Vergehen der üblen Nachrede mitschuldig gemacht. Er gehört auf die Anklagebank. Ich beantrage daher... Oh, ich habe meine Angelegenheit in Ordnung gehalten. Auch doch, Herr Amtsgerichtsrat, auch beleidigende Texte müssen sauber abgefasst sein. Das Geisbacher Tagblatt legt Wert auf Stil. Also, Herr Kollege, bitte schön, machen Sie doch weiter. Also, ich darf sowas überhaupt nicht hören. Bitte weiter. Auch in der Politik. Ich werde Anzeige erstatten, Herr Verleger. Ja, hoffentlich. Gut, lassen wir die Katze aus dem Sack. Diese Wanzen hier, die sind ja nur ein Vorwand, ein sehr berechtigter, wie die Beweiserstattung zeigen wird, aber der tiefere Grund, Herr Amtsgerichtsrat, ist in dem berüchtigten Damenverein gegen den Alkohol zu suchen, dessen Präsidentin zu sein, die werte Frau Klägerin die Ehre hat und in dessen Namen sie Plakate anschlagen lässt. Ruhig, da hinten! Ja, darüber weiß ich Bescheid. Mehr als mir lieb ist, weiß ich Bescheid. Kommen Sie mal her, Frau Klägerin. Sie können sich setzen, Herr Berlinger. Jetzt wird der Fall politisch. So, Frau Derschel, können Sie da diese leider angeschnittenen Zusammenhänge da ein bisschen klarstellen? Herr Amtsgerichtsrat, glauben Sie bloß nicht, dass ich mich fürchte. Nein, sicher nicht. Unser Verein zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs ist mir ein echtes Anliegen. Ich kenne die verheerenden Folgen des Alkohols. Gut, da hinten, das will euch nicht anständig aufführen, könnt ihr gehen raus, gell? Der Herr Professor Bettenkoffer hat den Verein ins Leben gerufen. Es ist ja erschauend, wie viel hier zu lang gesoffen wird. Mein Alter darf längst noch leben, wenn es den Verein schon früher gegeben hätte. Bitte um eine Unterstützung desselben. Ja. Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender. Also es tut mir sehr leid, dass mein Prozess diese unerwartete Wendung genommen hat. Aber ich kann Ihnen versichern, mir geht's nur um den Nachweis dieser Wanzen. Die sind echt und stammen aus dem Hause der Frau Klägerin. Wie bitte? Jawohl, und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, sogar aus Ihrer eigenen Wohnung. Ruhe da hinten! Was, aus Frau Derschels eigener Wohnung? Jawohl. Eine unerhörte Frechheit. Herr Richter, der Mann ist ein Lügner. Okay, was wollen Sie denn noch hören, Frau Derschler? Wenn mein Mann nicht so diskret sein müsste in seinem Agenturgeschäft, dann darf ich jetzt auspacken, gell? Her, nicht heute zurück. Deine Bratzen. Dann darf ich sagen, wer in Geisbach immer die allergrößte Heiratslust verspürt. Ja, schon wieder macht man helfen, oder? Erste Hilfe, ja, das geht ja durcheinander. Heiratslust und Alkoholmissbrauch und Wanzen und Beleidigung. Wie Kraut und Ruhm geht das durcheinander. Das geht mir jetzt allmählich auf die Nerven. 5 Kandidaten haben mir derer schon zugeschmust und keiner ist hier recht. Jeder trinkt ihr zu viel Bier. Ja, lasst das doch einmal. Ruhe! Unverschämtheit. Es geht schon wieder, gell? Der Herr Wachtmeister Stubenvoll, der trinkt im Tag bloß 6 halbe. Den hat sie einen zusammengesoffenen Kumpan genannt. Seht ihr? Frau Gamperl, ich würde jetzt sagen, für Ihre Beredsamkeit zahlen Sie zuerst einmal 5 Mark Ordnungsstrafe daneben an die Gerichtskasse, gell? Und dann einen anständigen Ton, bitte. Na, Herr Rat, da darf einer Radagaul durchgehen mit einer solchen Kundschaft. Schauen Sie, beim Kartenschlagen ist ja dasselbe. Wenn ich der nicht das große Glück über den grünen Weg prophezeit, dann darf sie mir 3 Tage lang nicht mehr anreden. Das Weib ist doch von Haus aus boshaft. Es ist mir das alles sehr peinlich, Herr Vorsitzender. Peinlich sogar für die Frau Klägerin. Ich beantrage daher... Du beantragst jetzt gar nichts, jetzt rede ich. Schauen Sie, Herr Rat, mein Mann sagt da, ne? Er ist ein ordentlicher Mensch und sehr gewissenhaft in seinem Beruf. Aber mei, 6 halbe bringt er auch zusammen, ne? Ja, so ganz normal, ne? Na also, gründet deswegen gleich einen Alkoholmissbrauchsverein? Die Frau Ökonomierat hat einen furchtbaren Zorn auf diese Dame da. Alkoholmissbrauch, was ihr da hier mit mir treibt, das ist Justizmissbrauch. Herr Kollege Bütchen, so was sind denn da? Reden Sie auch einmal, versuchen Sie Ordnung reinzukriegen hier. Der Beweis, dass diese Wanzen aus dem Haus meiner Klientin stammen,
konnte nicht erbracht werden. Auch der Nachweis der Tiere vor 3 Jahren in der Wohnung des Angeklagten musste schuldig geblieben werden. Ich bitte daher das Gericht. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Lassen Sie sich doch nicht unterbrechen, Herr Kollege. Danke. Herr Amtsgerichtsrat, ich kann die Beweise sofort beibringen. Die Zeugen warten draußen. Vor allem der Zeuge Vitus Dengel, gewesener Nachtwächter von hier. Jawohl, ich bitte um seine Einvernahme. Und wir protestieren gegen das unverschämte Auftreten dieses versoffenen Nachtwächters. Ja, tut mir leid, Herr Kollege. Jetzt heißt's Audiatur et altera pars. Das sag ich ja. Wachtmeister, rufen Sie mir den Fetus herein. Vitus Dengel, jawohl. Dieser Alkoholiker? Ja, meine Frau, ich bin auch einer. Ja? Ich trinke auch ganz gern mein Maß. Und deshalb ist es furchtbar schwer, Ihnen zu helfen. Da bist du eine ganz andere. Fräulein Anni, eine ganz andere. Da soll sich deine Gnädige ein Beispiel nehmen. Ja? Und wenn ich 3 Wochen, wenn jünger wäre, dann kehrst du mir. Nein, das muss ich sagen dürfen, denn du hast mir noch nie ein böses Wort gegeben. Warum sollte ich Ihnen ein böses Wort geben, Feigl? Du hast mir noch nie meinen Durst vorgehalten und hast noch nie von einem Bierherz geredet, oder? Nein, das habe ich nicht, das stimmt. Eben, und das rechne ich dir ja so hoch an. Nicht? Ein Bierherz, mag sie sagen, hätte ich. Ja. Ein Bierherz. Jetzt machen Sie ja nichts draus, Herr Nachtwächter. Meine Gnädige ist mit alle Leuten gekriegt. Da wird das nicht der erste Prozess sein. Und nicht der letzte. Das Bier ist eine Volksnahrung bei uns. Und das bettenkoferische Quantum von 2 Liter gelangt ja nicht einmal mir. Wenn eine Frauensperson ein solches Plakat anschlagen lässt, dann ist das eine Revolution. Frauen und Kinder mag sie aufhetzen gegen das Allerliebste. Als ob alle Männer versoffen waren. Ja. Väter. Ich bin kein Vater, nicht wahr? Mir hat er keine genommen, weil es Nachtwächter nie im Bett war. Aber wenn ich ein Vater wäre, dann wäre ich einer, nicht wahr? Und dann wäre ich sehr beleidigt. Pfui Teufel, da schmeckt ja mein gleiches Bier nicht mehr. Für Sie wäre es auch besser, wenn Sie nicht so viel saufen täten. Und das zeige ich jetzt dem Richter. Und dann staubt's. Das ist nämlich auch einer, der ein bisschen mehr trinkt, als was der spinnende Professor erlaubt. Der Zeuge Vitus Dengel, komm mal, Pfeifer, wir sind drauf. Erlaubt 2 Maß, erlaubt er im Tag, das ist ja Selbstmord, nicht? Wer hält denn sowas aus? Ja. Nicht einmal der Schreiber und das Notariatssekretarius hält sowas aus. Der Mensch braucht nicht so viel Flüssigkeit. Die Frau Derschl hat vollkommen recht. Das ist mir wurscht. Unter 3 Liter komm ich nicht aus. Ich unterstütze jedenfalls die Bestrebungen vom Herrn Professor Pettenkofer und ich bin stolz darauf, dass endlich auch einmal in unserer Stadt ein bisschen modernere, ein bisschen gesündere Luft weht. Ein gewisser Bürgermeister. Aber im Winter erlaubt der Professor Pettenkofer sogar nur eine Maß dem Manne. Ja, das langt ja auch vollkommen. Wie gesagt, ich begrüße die Vereine zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs. Die Frau Derschl hat meine volle Unterstützung. Tun's das weg, da Feigl, das mag ich gar nicht sehen. Ich habe weder Weib noch Kind. Ich bin ja diesbezüglich nicht belastet. Ich kann also saufen, was ich mag. Auch versoffene Junggesellen sind für die Zivilisation ein Ärgernis. Mit Ihnen rede ich ja gar nicht, gnädige Frau. Sie haben mein weiches Bierherz sehr schwer beleidigt. Dieses Thema nur zu streifen, hier verbieten Anstand und Sitte. Ganz richtig, Herr Anwalt. Halten Sie Ihre Mandantin im Zaun, dann kann ich ihr und Ihnen auch helfen. Ja, und ich möchte meine Diskretion bewahren, Herr Vorsitzender. Ich sag nichts. Gut, dann pack ich aus, wenn Sie ihr nicht traut. Halt doch dein Goschen, Thea. 6 verschiedene Bräutigamer haben wir dieser heiratslustigen Witwe schon zugebracht. 6 die letzten 2 Jahre. Und keine schlechten Partien. Hilfe! Himmels Willen, Thea, mein Geschäft. Lass mich ausreden! Herren haben wir dieser Dame angeboten, dieser Rena. Herren, wo sich eine 20-jährige Schönheit mit 100.000 Mark Finger abschlecken kann. Jawohl, mich zum Beispiel. Ja, das wäre allerdings eine Partie. Also bitte, Herr Amtsgerichtsrat, kommen wir zum Schluss. Ja. Jetzt möchten Sie zum Schluss kommen. Jetzt pressieren's. Da hören Sie es, Herr Rat. Man hat mich fortwährend tödlich beleidigt. Tödlich. Geh weiter, die neuen Nachtwachtel haben wir da ja zum Schluss erst hingeschickt. Aber die ersten 5 waren Beamte. Und einer war sogar ein Akademiker. Bitte, Herr Amtsgerichtsrat. Nichts da, jetzt komme ich zum Schluss auf meine Weise. Feigl, was wissen Sie von diesem Ungeziefer da in dem Glas? Ach, von den Viegeln noch? Ja? Ja. Die kennen mich noch. Ja. Das hat die
Eine sind ja ganz nett, die eine da die Wampe, die. Ich sag, das ist eine ganz freche. Sagen Sie mir, wo stammt dieses Mistzeug daher? Nicht schimpfen, nicht Mistzeug sagen. Die kennen ja auch nichts dafür, dass da sind. Diese Putzeln stammen aus einem allerersten Haus, sozusagen mit einem Stammbaum. Die haben mir die Fräulein Anne zusammengefangen, die was Haushälterin ist, bei der gnädigen Frau Klägerin, die gegen den Alkohol ist. Nicht? Unglaublich! Ich bestehe auf der Vereidigung des Zeugen Dengel. Also, schwärmer? Herr Wachmeister, riecht auch das her, Kerzen anzünden. Ja, so weit sind wir doch noch nicht runtergekommen, dass hier geschworen wird wegen Wanzen, gell? Aber da muss auch die Fräulein Anne, mit der verstehe ich mich ausgezeichnet. Da schwärmen wir einen Doppelheit. Die sagt genau das, was ich sag, bestimmt. Nicht verstanden, was ich gesagt habe, Feigl? Ja? Die Beweiserstellung der sogenannten üblen Nachrede ist aber somit nicht erbracht. Und ich bitte deshalb um Freispruch. Ja, Sie sind vielleicht gut. Kommen Sie mal her, Gamperl. Die Wohnung wurde Ihnen laut Mietvertrag ohne Wanzen vermietet, ne? Nein, auch dafür habe ich Beweise. Der Herr Notariatsschreiber Rödel vom 3. Stock kann dieses bezeugen. Mein studierter Herr Kollege Winkeladvokat, nicht? Laut Mietvertrag wurde Ihnen die Wohnung weder wissentlich noch willentlich mit Ungeziefer, speziell mit diesen Lebewesen, da vermietet. Oder war was anderes vereinbart? Nein, also sind Sie schuldig. Obendrein lag eine kränkende Absicht. Sage ja. Ich bitte ums Wort. Die größere, schwerwiegendere Beleidigung hat diese Dame uns zugefügt, uns Geisbacher Männern insgesamt. Man werfe nur einen Blick auf dieses Pamphlet. Also, Herr Vorsitzender, wir sind keine zusammengesoffenen Deppen. Infolgedessen musste etwas geschehen. Na also, nach dem Paragraphen 196 etc. und Paragraph 847 etc. und nach dem Prinzip der ausgleichenden Gerechtigkeit etc. bitte ich um glatten Freispruch. Etc. Ja. Fühlen Sie sich, wie Sie wollen, verlangen Sie, was Sie wollen, arbeiten Sie eine Gegenklage aus, die sich gewaschen ist, ja Kleinigkeit für Sie, gell? Aber für hier und heute ist hier Schluss. Aufstehen bitte, verkündige das Urteil. Im Namen seiner Majestät des Königs bzw. der königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten ergeht folgender Spruch. Der Angeklagte Maximilian Gamperl, Agent da hier, wird wegen übler Nachrede und groben Unfugs zu einer Geldstrafe von 50 Mark verurteilt. 50 Mark? Ja, wenn Sie nicht fühlen, nach Linksberufung ein, gell? Außerdem trägt er die Kosten des Verfahrens. Das auch noch. Ja, die Kosten des Verfahrens zusammen mit seinen Hintermännern. Ich bin kein Hintermann, aber ich beteilige mich an der Zahlung, weil ich ein weiches Bierherz habe. Sitzung ist geschlossen. Eine Bitte, Herr Präsident. Dürfte ich bitte schön die Viecherl wieder zurückstellen? Die haben bestimmt Heimweh. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat niemanden geschickt. Ob ich jetzt sage, das Maß oder die Maß oder Pettenkoffersches Quantum, ist ja eigentlich alles das Gleiche, nicht? Muss ja jeder selber wissen, was er vertragt, nicht? Und auch, was der andere vertragt. Und nicht bloß beim Trinken. Deswegen bin ich Jurist geworden. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im Königlich Bayerischen Amtsgericht.